Zeit für Runde Nummer 2 hier beim Let's Play von Legend of Zelda Twilight Princess HD. Willkommen zurück, Freunde. Und ja, es ist endlich angekommen. Klar, hätte ich vor ihr herlaufen können. Aber das ist unhöflich. So. Vielen Dank, Michael. Ach ja, es war doch noch etwas, das er dir geben wollte. Also gut, hier für dich. Du hältst die Angel, eine einfache Angel mit Pose. Was mit Pose? Lege es mit im Itembildschirm auf Y, X oder R. Wir sind eben entsprechenden Knopf aushalten, den gedrückt, sobald er den Fisch angebissen hat. Das ist auch seit, dass er damals halt bei der Wii-Version besser fand als bei der Gamecube. Beim Gamecube war halt, ja, ich sag's mal so, die Belegung für die Items war ziemlich eingeschränkt. Du hast irgendwie nur 2 Items zu Hause, die du halt belegen konntest. Und bei der Wii hat das irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 sogar, und die sind auch wieder 3, also das ist natürlich schon um einiges geiler. Und daher sagen er aber. Da haben wir noch die Katze. Vielleicht mal versuchen, hier einen Fisch zu fangen. So, mal gucken, ob das wieder so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ich muss zugeben, ich war nie ein großer Angler. Bei Ocarina of Time war es jetzt nicht so speziell. Majora's Mask 3D, was man auch mal versucht. Dann habe ich nicht die Geduld dafür. Twilight Princess eigentlich eher auch weniger. Wann ist schon wieder hier? Jo. Sieh mal her, ich habe eine Angel. Yay. Also muss ich garantiert noch üben. Wie gesagt, ich war nie ein großer Angler. Da gab es doch irgendwie einen speziellen Trick. Wie war denn der schon wieder? Und da kommt gerade ein Fisch an. Ich sage nicht irgendwie ein Symbol bekommen, von wegen, hey, Fisch dran, jetzt ziehen. So halt Quicktime-Event mäßig. Man kann die Angel auch nicht bewegen oder so etwas. Normalerweise brauchst du eigentlich noch einen Köder, aber Was hat die Katze da gemacht? Oh Mann. Eine friedliche Angelrunde. Oh, da was falsch, come on. Was? Mal ganz kurz. Mal gucken. Das war gerade nicht nur Zufall, da gab es irgendwie ein System. Moment mal, da ist eine Mitte, ist ja grün. Hä? Mal ganz kurz nochmal. Jetzt geht gerade nicht. Muss ich einfach eher gedrückt. Ich habe dann halt eher losgelassen. Muss ich eher gedrückt halten vielleicht. Das sieht schon besser aus. An den grünen Kimmel, ein beliebiger Fisch, den man überall finden kann. Miau, dankeschön, tschüss. Das ist mein Fisch. Mein Mittagessen. Hallo, diebische Katze. Das ist echt schnell. Den kriegst du nicht mehr. Gemeinheit. Naja, okay, wissen wir, wie das geht. Lalala. Kann natürlich auch sein, dass er bereits vorhin erwähnt hat, was mir die Angel gegeben hat, aber so ist es bei Let's Play, wenn sie noch quatschen, dann lesen nicht unbedingt noch. So, hier brauche ich, damit das klappt, eine Schleuder. Wäre jetzt immer offensichtlich. So, her mit meinem Mittagessen. Fliegst zugenäht. Sarah. Oh, ja, Michael, willkommen. Natürlich, diese fiese Katze, hey. Sie hat erstmal schön verwöhnen lassen, ne? Erstmal meinen Fisch gefressen, jetzt kriegst du noch Milch. Das muss ich dir erzählen, da wirst du nicht für möglich halten. Mein Kater ist einfach unglaublich. Der Gute, heute hat er selbst einen Fisch gefangen, hierher gebracht.
Meinen Fisch! Der Gefangener hat ihn geklaut! Diebische Elster! Die Frank hat das gemacht, und mein Kat wohl ein Genie ist? Ein diebisches Genie, ja. Sieh nur an, ist er nicht süß, wie er so friedlich seine Milch trinkt? Ich mach's gleich auf einen auf Chinesen und frisst die Katze. Nee, das war eigentlich Alf, wa? Genau, machen auf Alf und frisst die Katze. Garfield war es auch. Nee, der hat Lasagne. Du sollst auch einen Schluck probieren, und weil ich heute so glücklich bin, geht diese Runde sogar aufs Haus. Dann erhältst du eine halbe Flasche Mehl, bis du 3 Herzen auffüllen. Ist die Flasche leer, kannst du mit Hilfe von Y, X oder R etwas hineinfüllen. Ja, so stimmt. Nee, dadurch, wir kriegen die Schleuder automatisch von ihr, aber... Nee, wir kriegen die erste Flasche. Also, Flaschen hast du hier angehauen, wa? Ja, sieht man direkt, es gibt 4 Flaschen. Eben das finde ich jetzt hier ein bisschen ungeschickter. Weil das war echt bei Twilight Princess im Original, da hat es halt so einen Rundkreis angeordnet. Natürlich ein Kreismäßig, kein Anfang, kein Schluss. Und daher, du wusstest nie, hast jetzt alle Items, finde ich irgendwas in der Art. Auch von dem her ein bisschen, naja, interessant, sag ich jetzt mal, wa? Nee, du musst nur den zurückgeben. Flasche wegwerfen, 30 Rubine, ja, leg mich am Arsch. Sammelst du noch Geld mit, ja? Mensch, ich krieg jetzt so schnell Geld her. Ich will diese verdammte Schleuder haben. Vielleicht. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Warum müssen wir mit dem Huhn fliegen? I believe I can fly. Dummes Raunhuhn. Das hat sich gelohnt. Aber so irgendwie hoch, wa? Mit der irgendwie hochspringen. Bei gewissen Zelda-Spielen hat der Trick funktioniert, aber hier, Ach, das Wasser einfach geil aus. So, dann direkt mal natürlich auch wegwerfen. Gib mir mal so einen Rubin. Noch 5 Rubine. Ich glaube, es gab sogar irgendwo noch einen 5 oder einen 10er. Wenn ich mich richtig erinnere, aber ich bin eigentlich nicht mehr so sicher. Gab es hier oben vielleicht, wenn ich die Kisten noch kaputt mache? Könnte ja auch funktionieren, wobei ich kletter erstmal hoch. Nein, kaputt machen geht gar nicht. Die kleinere vielleicht schon. Jetzt bin ich hier wieder, wa? Hier komme ich nicht hoch, glaube ich. Wobei hier könnte es klappen. Da oben ist noch ein 10er. Sehe ich doch. Aua! Oder vielleicht... Ne, muss ich anders machen. Also, Natürlich, Trick 17. Nein! Mensch, Link! Oh, diese Steuerung, ey. Sag mal. So. Komm herbei. Komm ganz schnell herbei. Ja, du sollst herbeikommen. Schnell wie der Wind. Mach doch die Augen, ey. So. Hol mir also diesen gelben Rubin da. Ja, muss klappen. Noch nicht, war zu tief für ihn. Du bist kein Tiefflieger, mein Freund. Ich meine, theoretisch natürlich auch mit dem Huhn darüber segeln. Dachte ich ursprünglich auch, aber kann man mit dem Huhn nicht auf die Leiter hoch. Das geht doch nicht. Und wenn doch, dann haben sich die Schweizer erfunden. Also ganz ehrlich, das ist so etwas... Ich war gerade zu tief. Was kann das sein? Ein bisschen höher. Auch da bricht, da muss ich echt genau ziehen. Oder kommt echt nur mit dem Huhn rüber?
Weil, wieso sonst soll ich hier oben einen Falken herholen können? Da muss doch irgendwie eine Logik dahinter sein, Leute. Natürlich, das ist ein Zelda-Spiel, da hat alles eine Logik. Aber sonst irgendwas übersehen? Weil hier Adler, also Falken sind natürlich auch unlogisch. Hier bringt es mir auch nichts. Da oben, der wird natürlich auch freuen. Den Schwarm Bienen anzutreten, da hinten bringt auch nichts. Hol mal das Huhn her. Das klappt sogar. Willst du mich verarschen? Der holt mir ein Huhn her. Okay, aber er frisst es nicht. Das ist natürlich sehr nett von ihm. Ja. Gut, ich kann garantieren, das habe ich im Original nie so gemacht. Ich glaube, damals hatte ich den sowieso nie geholt. Ich hätte schwören können, das macht der Falke. Aber gut, hey, ein Huhn herholen mit dem Falken, das natürlich, auf die Idee muss erstmal kommen. So, hab genug Kohle. Hi, ja, du mich auch. Hier. Sie ist gekauft. Man, da wird die Kinder zu überredet. Ach, immer was vergessen, wenn die Kugeln ausgehen, kannst du auch Kürbiskanne-Munition verwenden. Cool, war. Die Schleuder 50 Kugeln. Relativ viel, war. Komm mal vorbei. Jojo. Das mag ich schon. Gut, wenn wir sagen, direkt ausrüsten war. Auf Y. Ich würde rennen, Kumpel. Vergiss nicht, doppelter Schaden! Ins Wasser. Die Bienen mögen kein Wasser. Wieso? Wieso gerade die Milch kann, aber den nicht? Als ob die gesehen hätten, dass ich gefeuert hätte. Diskriminierung! Du Arsch mit Ohren. Ich hatte beobachtet, Michael. Bist du auch nicht verletzt? Ich habe nämlich auch einen Stein geworfen und fast wäre es mir so ergangen wie dir. Na, das Nest ist unten gut gemacht. Ja, danke, du Arsch. Wenn du das alle gekauft hast. Geht immer noch nichts. Jetzt komme ich eben hoch und da oben, also man hat es im Ton ja gehört, vielleicht Bienenwaben, war. Was bringt mir das, wenn ich die einfühle? Das gab irgendwie, ja, ich erinnere mich, dass es irgendwie einen Sinn ergab, ich weiß gar nicht mehr welchen. Ja, die bleiben ja noch ein bisschen hier oben, können wir noch später machen. Hä? Alle will klettern. Was kann ich mit Bienenwaben schon noch machen? Ich überlege gerade, wann ich als Köder gedacht? Nee, als Köder für die Fische, das Bienenwaben. Das war knapp. Kamera, machen wir jetzt bitte keinen Strich für die Rechnung. Ich brauche einen Bumerang. Wo ist mein guter alter Sturmbumerang, wo ich immer brauchen könnte? Ich keinen Fallschaden. Gut, ich habe die Milch dabei. Das war jetzt aber gemein, Link. Wobei, eigentlich war es genial. Bienenwaben. Die alte zu unser Verkauf. Ich habe noch gerade richtig hingeguckt, aber eigentlich müssen wir doch sehen, was die uns dann bringt. Ja, irgendwie die alle Köder zum Angeln. Ja, ich dachte, aber wieso Bienenlarven als Köder? Wegen dem Honigfleisch, weil es so schön klebt? Wäre eine Option. Ja, wird wohl so sein. Gut, raus hier. Ich denke mal, Orden ist fürs Erste abgegrast. Wir kommen schon in naher Zukunft wieder zurück, Leute. Das muss leider sein, storybedingt. Ja. Hey, Michael, genau richtig. Ich bin fertig mit der Arbeit und habe es in dein Zimmer gebracht. Ah, und du hast die Angel abgeholt. Da wird sich Colin aber freuen. Man kann wirklich erstaunt durch gut mit die Angeln. Dann see you later, Alligator. Ja, mit dem er grinst. Leute, guck mal, ich habe eine coole Schleuder und ihr habt keine. Edgy Badge. Das ist eine Schleuder. So, Michael, du hast sie erst geklaut. Gekauft, hallo? Yeah, Mann. Du hast es drauf. Du spürst die Macht in dir. Alles vorbereitet.
Also, ein Zielschein und den Vogelschein kannst du uns zeigen, wie toll die Vogelschleuder funktioniert. So ein Kinderkram. Wir sind noch Kinder, Michael. Mach ihnen einfach die Freude. Der Kleine sagt nichts dazu. Yeah. So geht keiner kaputt. Da darf man auf den Kopf. Wie doof, Mann, ist sie ja tot. Wahnsinn, getroffen. In Gebrauchsanweisung steht, man kann sie mit Hilfe von ZL anvisieren. Nur alles von denen interessiert sich auch dafür. Yeah. Eine voll die dunkle Spinne, hey. Ich hab sie gekillt. Warum ist noch eine? Hey, Spider-Man! Ja. Oh, daneben. Unterschätzt niemals den Master auf der Schleuder. Auf der Sniper. Okay, einfach ein bisschen immer in der Mitte zielen. Flugbahn noch berechnen. Ja, da haben wir eine Übungssache. Ja, das wäre mit der Wii-Family eigentlich viel besser. Klar, ich könnte auch die Wii U, Wii U Gamepad verwenden. Also mit Let's Play finde ich jetzt persönlich den Pro-Controller ein bisschen besser. Super, Michael, sogar der Kleine. Wow, geil. Danke, Michael. Bitte, bitte. Ich bin ein Let's Play und Unterhaltung ist mein Business. Du bist ja fantastisch, Michael. Übrigens, Kumpel, hat Collins Vater dir irgendwas gebracht? Genau, was ist es eigentlich? Los, zeig schon. Ja, ich erkenne noch ein paar, meine Schleuder bald alle, also versteht schon. Muni. Ja, aber dazu. Dann nochmal gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Sprich, was hat er uns denn gebracht? Jupp. Eine Truhe hat uns gebracht. Du hältst das Holzschwert. Wir kriegen ein Holzschwert. Wie alt sind wir? 5? Es ist sehr gut gepflegt. Um es zu verwenden, musst du auch nur B drücken. Yeah. Sieht doch geil aus, wa? Ja. Sieht geil aus, als du siehst, ganz ehrlich. Fangbuch. Jo. Ist eh nur eine, war Grünkiemen. Ja, die wird sich noch schön gefüllt werden. Und macht auch zum ersten Mal überhaupt. So, Holzschwert. Wenn ich mich richtig erinnere. Dann wären das wohl. Ja, müsste eigentlich fast so sein. Hier sind dann halt. Ja, Schwer plus Shield. Und dann haben wir hier. Ne, müssen eigentlich Items sein. Die Boots, dachte ich gerade, die Stiefel. Ja. Guck mal, Freunde, ein Holzschwert. Hey, Michael, das ist ein Holzschwert. Ah, tatsächlich, jetzt muss uns aber ein paar Tricks zeigen. Jetzt sind die Affen hier so frech, aber ich werde jetzt sie alle fertig machen. Muss uns zeigen, wie man mit dem Schwert umgeht. Du sag dir nichts. Warum das denn? Weil du klein bist. Jetzt sind doch nicht so, come on. Bitte, Michael, sag uns ein paar Tricks in den Schwert. Ja, gut. Hurra! Wohl ja Hussa zum aktuellen Anlass. Oh Mann. Super, also sag uns zuerst eine Attacke. Muss man nicht einfach da drücken von mir das Schwert schwingen? Mit rechts natürlich, weil ich Rechtshänder bin. Genau wie ein Skyward Sword. Yeah, Mann. Super, noch ein toller Hieb, fantastisch, oder? Und wir dürfen Zettel gegeneinander sehen. Kannst du mit dem Bär einen vertikalen Hieb ausführen. Und als nächstes. Sagen uns einen tollen Trick, wo du mit Zettel ziehst. Und. Stichattacken, so heißt es doch. Hat's doch gesagt. Wahnsinn! Das ist eine Spezialtrick sehen, du weißt schon, die Wirbelattacke! Wie gedrückt halten und loslassen, wir sind doch nicht dabei. Alter, vielleicht geht's auch immer ganz kurz. So versuch's mal mit dem Profi-Trick. Nö, das glaub nicht. Ja, ist gut. Kann aufladen, aber Mana. Schade. Es gibt keine Magie da, finde ich, außer das ist schade. Wieso keine Magie?
viel zu tun hast. Einer fehlt noch. Jetzt musst du noch die Sprungattacke zeigen. Ja, das ist relativ einfach. Wow, alle drei. Oh, geil. Er ist so cool, er ist unser Held. Klar, ich bin Link. Michael. Echt super, Michael. Herzlichen Dank. Und umgekehrt hat gelesen, war Link, Michael, Lekim. Naja, nicht ganz. Dann gehen wir, ich weiß nicht, wer es macht, aber selbst kriegt er nicht so hin. Einfach Gegner können schon besiegen. Hat einen Affen oder so? Ah! Da bin ich ja. Schlag mich doch, mein Popo. Warte! Moment, du hast falsch verstanden, ich will gar nicht geschlagen werden. Das ist ein Tier, das ist doch kein Schlagobjekt. Och, Menschenskinder, eben diese Kinder. Ein Holzschwert. So, gehen wir zu Fuß entlang. Damit es ein bisschen spannender wird, Leute. Da war es hier, wo ich... Ah, da war erst hier. Ups, noch mal zu schnell gewesen. Der Mausen wächst, von diesen Affen jagen. Und nach diese Beine kannst du da noch mit? Nö. Ich hab kein Schild. Bist du da entlang? Taro ist ganz tief in den Wald gegangen. Bitte suche ihn, Michael. Ja. Hallo? Jemand da? Nö. Gut. Keine Rubine? Nö. Ah, vielleicht Epona war? Wow, das war's wieder abstürzen. Das wär's es noch. Hey, im zweiten Part bereits Game Over. Das ist, glaube ich, Rekord. Übrigens, Rekord wegen. Ihr wisst schon, ich glaube, das kann ich schon ein bisschen speichern. So, jetzt aber. Fortsetzen. Yo! Ich komme mal durch! Die haben schon schwer gezogen. Wald von Pharaon. Du Firone, nee, sagt doch keiner, Pharaon heißt's. Ja, wegen vorhin noch angemerkt habe, von wegen, ja, Link oder Rechtshänder und so, ich weiß es, ja, eigentlich im Original ist ja Linkshänder und viele wollen ihn auch Linkshänder sehen, deswegen ist ja auch die Gamecube-Version die einzig wahre, etc. etc. Aber man sollte sich mit Link identifizieren können, ich bin halt Rechtshänder. Und so war es ja auch so und ganz ehrlich, Schlusseffekt ist doch eigentlich egal, ob du jetzt Links- oder Rechtshänder spielst. Hauptsache, man macht einfach Spaß. Verarschen? Klappt nicht so gut. Vielleicht haben wir mit der Schlange eine Chance, das irgendwie aufzu... Nicht wirklich. Okay, ich muss da durch. Das muss jemand aufmachen. Vielleicht irgendwann hier in einer Abkürzung? Weil hier sehe obwohl, warum eigentlich da einfach mal Epona rufen? Komm schnell herbei mit Eponas Lied. Oh ne, es ist Queen of Time. Das falsche Spiel. Yeah, von hinten. Yo! Ach Menno, das war gerade so episch. Wir hätten sie jetzt eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt nicht so eng sehen sollen, die Entwickler. Geht er frontal drauf zu. Du rennst immer friedlich, wo ist denn der jetzt? Oh nein, ist echt. Der ist hier entlang, hier wird es bereits gefährlich. Da sind wir bereits etwas. Wie zum Waldschrein, im Wald ist finster. Licht gibt es hier. Kuro, Verwalter. Und die Musik. Hallo Kumpel, hast du vielleicht irgendwie einen kleinen Jungen gesehen? Er müsste etwa so groß sein wie du. Was? Ach, aus Ordo. Na, typisch. Weißt du denn nicht, dass du selbst einen Tag gefällt, so in den Wald zu gehen? Da gibt es ja eine Menge Höhlen und so, tagsüber dunkel ist. Hier, nimm das. Du hältst die Lampe.
Lampe löschen. Hast du kein Öl mehr, kannst du sie nicht verwenden. Vergiss also nie, für genügend Nachschub an Öl zu sorgen. Ich verkaufe hier Öl. So ein Verteidigung. Lampe zurzeit gratis, Klar, also willst du sehen, wie Taschenlampe verkaufen, aber halt, also verschenken natürlich, aber die Batterie musst du kaufen. Ist natürlich praktisch. Ah ja. Gut, dann werde ich mal testen. Okay, die Lampe ist jetzt hier. Bin mal gespannt. Mal sagen, was jetzt halber darauf, weil sonst... Siehst du, das Feuer ist an. So kannst du die Lampe jetzt verwenden. Wenn der Öl ausgeht, kannst du jetzt bei mir ein neues kaufen. Geht aber relativ schnell zur Neige, war. Lampe aus und dann Nachschub. 20. Momentan brauche ich es eigentlich nicht. Vielleicht noch eine Lampe. Ja, das Nutzen sein. Toll. Wo ist Colin? Da braucht eine Bombe. Da ist zu. Da kommen wir mit dem Boden nicht durch. Oh oh, Leute, wo ist denn der Junge bloß? Oh. Was auch geil ist, du kannst die Lampe schwenken, Waffe ziehen, yeah! Krass, wa? Beides miteinander. Oh, immer ganz kurz. Zwei sind dann, fehlt noch eine dritte. Ich dachte gerade an eine Truhe, so etwas in der Art. Oh, das ist für später. Abfackeln vielleicht? Nö, glaub nicht. Gut, Freunde, wir haben ein großes Problem. Er ist nicht aufzutreiben, er ist irgendwo verschollen. Wo ist der kleine Kerl bloß hin? Das vieles mehr erfahren wir in der nächsten Episode wieder hier bei Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und ich kann schon mal sagen, Leute, ja, Epona ist zurecht aufgebracht, weil es wird heftig. Das sagt schon die Musik. Bedrohliche Musik. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen. Epona bitte nicht ausschlagen, das tut weh.